als schon die Parlamentär, die heute letzte Samstag stattfand, an zwei ganzen Tagen, und wir hatten das schon Rekordbeteiligung mit 47 Leuten, die also schon die Parlamentär teilgeholt. Bei uns als Tradition, dass die Journée Parlamentär nicht nehmen, die politische Gruppe mit sich gemacht habe, weil doch die Partei komplett integriert ist und dass dann Leute aus alle Strukturen von den Bezirken, von den Juren, von den Frauen mit invitiert gehen, auf die Journée Parlamentär, wo wir dann allseits versichern, an einer Reihe von wichtigen Dossiers zu positionieren, und wie gesagt zu diskutieren, und das wird bei uns ganz demokratisch gemacht. Und auch zum Schluss wird die Position auch immer aufgestimmt von allen Leuten, die zusammen sind. Letztes Jahr war der Hauptsujet von der Journée Parlamentär die Zukunft von Lützeburg. Ich komme dann nur noch kurz darüber zu schwätzen. Nur noch das so kurz darüber geschwatzt, noch die Politiken, die wir diskutieren, sind en vue von der Zukunft von Lützeburg zu sehen. Wir haben aber Positionen bezogen zum TTIP und CETA, zur Steuerreform. Wir haben Positionen bezogen zu dem Projekt de Loi, den dann direkt am Blick vom Kader von der Konvention zwischen dem Staat und der Kirche gemäht wird. Und wir haben Positionen zu Lützeburger Spruch zu denen. Für die Hauptsache wollen wir damit eine Position als Position ihr Schei so. Und es gibt einen ferner Karteiser aufhängen, den als Position gibt so was den CETA an den TTIP überlegt. Ja. Das River ferner. So, merci Gast, merci, dass kommen seht. Ich will mit einem Sujet aufhängen, den Drischen ass. Den Drische klingt, aber sich alles ernst wie uninteressant. Das eine kleine Analyse mit Rusien, mit TTIP und CETA. Wir hatten einen ganz langen, intensiven Gedankenaustausch dort letzte Samstag. Wir haben festgestellt, dass die transatlantischen Beziehungen natürlich ganz wichtig sind, dass wir als Lützeburg Interesse im freien Handel haben. Aber wir sind angegangen auf die inhaltlichen Aspekte von TTIP, auf CETA und auch auf die prozeduralen Aspekte. Bei TTIP da ist es schon so, dass man noch keinen Text tun, aber wir konnten nicht mehr feststellen, dass der Text für einen Blick vierleitet, mit all den Defizienzen für uns nicht akzeptabel ist. Also zu dem, was wir am Blick wissen über TTIP, haben wir uns zu einem klaren Nein dezidiert. Wir haben allerdings auch evaluiert, wie kann den Wert von den transatlantischen Handelsbeziehungen pflegen, und das muss ich in Zukunft darüber nachdenken, ob ich nicht mehr sektoriell Akkorde fünf mit den USA, die am Interesse in unserem Handel leihen, und man politische Probleme machen, wie den TTIP, den am Blick diskutiert wird. Mit dem TTIP also sich keine aktuelle Diskussion, in dem Sinn, dass man eben keinen fertigen Text tun und auf absehbare Zeit auch keinen fertigen Text tun. Den CETA ist eine andere Diskussion, wenn wir da einen Text tun. Das ist also effektiv eine ganz aktuelle Diskussion, die wir auch gefeiert. Und wir haben hier inhaltlich und prozedural Aspekte analysiert. Inhaltlich haben wir auch hier eine Situation, wo wir die allerletzten Positionen noch nicht kennen. Ihr wisst, wir haben heute Morgen eine Deklaration interpretativ conjoint gekriegt, die wir letzten Samstag noch nicht hatten, wo wir schon die Parlamentär hatten, durch die ganz vielen Sachen dran. Wir haben aber alle aktuellen Texte in der Sicht, die man bis den Blick hatten, zum Beispiel Stellungnahmen vom Deutschen Bundestag und anderer, eben die paar Bayern, die man den Blick zur Verfügung hatten. Wir werden das Woche auf ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht zu verschiedenen Aspekten, das soll normalerweise am Donnerstag kommen. Also inhaltlich haben wir noch nicht die allerletzten Positionen, und wir haben auch da dezidiert, dass wir nachher zusammenkommen, wenn wir wirklich als Membern an den verschiedenen Bezirkskomitees können den letzten Stand so, wie das auch inhaltlich als können festlegen. Das konnte man über wieso noch nicht, wenn man die letzten Informationen noch nicht hatte. Prozedural ist das eine andere Sache, weil wir als ADR immer Wert darauf gelegt, dass an dieser Diskussion die Nationalparlamenter nicht von ihren Pouvoiren wäsch, dass du nicht von ihren Pouvoiren wäsch geholt wird. Wir haben
dat von Anfang ugemerk an der Diskussion. Wir haben zum Beispiel immer verlangt, dass der Akkor muss mixt sein. Ich erinnere dich, dass die Europäische Kommission 3D Brexit eigentlich verlangt hat, dass der Akkor nicht soll mixt sein mit der Kompetenz exklusiv von der Europäischen Union, das ist aber nicht durchgegangen. Wir haben noch verlangt als RDR, dass die ganzen Traité muss der nationale Parlament dafür gelöscht gehen. Und da ist eine Diskussion, die wird gesehen, wenn ich ein bisschen daran rankommen, wird eine ganz wichtige Diskussion ist. Also, dass die ganzen Traité, dass die Nationalparlamente über die ganzen Traité kann dezidieren. Für was sind die Sachen so wichtig? Da muss ich vielleicht eine kurze Erklärung geben. Was ist eine Kompetenz partagée, was ist eine Kompetenz exklusiv von der Europäischen Union, und wie ist das zu interpretieren? Weil die ganzen Positionen, die am Blick an der Luft sind, von den Grünen, von den Roten, von den Sozialisten, und all mit dem Doen, Interpretationsfeld zu dienen, und dafür will ich vielleicht kurz darauf eingehen. Wenn ihr den Traité über das Funktionament von der Union Européenne liest, dann seht ihr in Artikel 3 auf 4, dass da ein Unterschied gemerkt wird zwischen einer Kompetenz exklusiv, die sie noch enumerativ abgezählt, die Bereiche, wo eine klare Unionskompetenz exklusiv verleiht. Und dann am Artikel 4 geht es um eine Kompetenz partagée zwischen den Instanzen der Europäischen Union einerseits und den Memberstaaten andererseits. Aber was ist eine Kompetenz partagée? Das ist wie d'utilisation partagée d'une langue, das absolut zu summen möchte. Eine Kompetenz partagée ist nicht zu verstehen als eine Kompetenz séparée, wo die Union eine Kompetenz hat und die Memberstaaten eine andere. Das ist keine Division, aber es ist ein gemeinsames Ausüben, wo gemeinsame Kompetenzen und dafür ist es partagé. Das heißt, die europäischen Instanzen spielen hier eine Rolle dran und die Memberstaaten spielen hier eine Rolle dran. Meneerens ging da eine strikte Separation von in dem Sinn, der ein Vertrag muss zweigeteilt gehen und das eine wären EU-Kompetenzen und der andere wären Nationalkompetenzen. Das geht aber mal Blick probiert zu spielen. Für was geht es probiert zu spielen? Weil eine Reihe politische Parteien hoffen, ob die man näher sich können aus ihrer Verantwortung zu ziehen, auf europäischem Niveau zu delegieren, weil sie auf nationalem Niveau nicht wollen, mit ihren Membern diskutieren, weil sie da so mit den Deal, mit dem wir nicht zu dienen, das auf europäischem Niveau, und wir wollen nicht mehr das, weil das gerade arrangiert national. Das ist nicht an den Traité, das ist nicht so viel gesehen, dass das eine Interpretation erronée von dem, was am Artikel 4 vom Traité über das Funktionament von der Union steht. Wir haben keine residuell Nationalkompetenzen am Artikel 4, wir haben keine partielle Kompetenzen, wenn wir kriegen als Nationalstaaten die ganzen Traité 4 gelöscht, aber wir müssen ja nur drin überlegen, was sind dann Konsequenzen von einem Ja oder von einem Nee von einem nationalen Parlament. Und da will ich mir keine Unklarheiten und keine Ambiguitäten. Denn wenn man da guckt, was wir auch an der Chambre immer gesagt haben als ADR, bei den verschiedenen Resolutionen, die an der Chambre vorgebracht wurden, da sind wir die auch mit eigenen Entwürfen immer darauf gehalten haben, dass eben die Kompetenzen von den Nationalstaaten respektiert gehen. Und die Chambre hat doch nie, und das ist auch wichtig, weil das haut heiert, auch bei verschiedenen anderen Parteien, die Chambre hat nie an ihre Motionen dezidiert, dass es eben eine Kompetenz partagée ging, an dem Sinn, dass das nicht mehr europäisch und das andere nicht mehr nationalstaatlich ist. Die man den 7. Juni 2016 zusammen gestimmt haben, das bekannt als Text von Herrn Baudry, den aber auch entstanden ist aufgrund auch einer anderen von unseren Initiativen, da steht dran, dass Lützeburg die Regierung soll contre toute proposition de décision de la Commission européenne au cas où celle-ci insisterait sur un accord relevant de la compétence exclusive de l'Union européenne, um das also zu verstehen, wir hätten gerne Eiswort mitzuschwätzen, und à persister au sein du Conseil sur le caractère mixte de l'accord afin de garantir aux parlements nationaux leur mot à dire en ce qui concerne la ratification. Nie hat die Chambre etwas Ähnliches gesagt, aber wir hätten doch nicht mitgestimmt, weil gesagt gewesen, es gibt nicht mehr nach eine partielle oder eine residuelle Nationalkompetenz, aber mehr nicht. Wir haben auch mit Erstaunen die Resolution vom LSAP-Kongress über den CETA gelesen, weil durchtaucht ob immer eine andere Interpretation ob. Und ich meine, das ist wichtig zu sehen, wie die politischen Parteien zu argumentieren. Der LSAP sieht ob einmal an ihrer CETA-Resolution, die ihr im Internet oder die kennt sie wahrscheinlich schon,
Das Europäische Parlament muss seine Zustimmung gegeben haben vor der vorläufigen Anwendung jener Teile des Abkommens, die unter die alleinige EU-Kompetenz fallen. Quod non, das geht nicht. Das ist ein Traité à Compétence partagée. An Sozialisten wollen hier argumentieren, mit der EU-Kompetenz möchte etwa dann am Kompetenzbereich von der Union aus, und wir machen das Recht, und das arrangiert eben national als besser. Das ist aber just die Methode, wie wir nicht denken, an die auch rechtlich nicht fundiert ist. Muss ich einfach gucken, was sind da die Konsequenzen, wenn ein Staat gegen nicht so. Aber Blick hier, da das durch CSV, der Meinung nach vertreten, ist ein substanziellen Unterschied von unserer Approche, an dem all die anderen Parteien halt probieren zu argumentieren. Und das wird da die Konsequenzen von einem Nee, von einem Nationalstaat wären. Wenn den Kompetenz partagé ist, hecht an Eisen an, wenn der Nationalstaat sagt, nee, das wollen wir nicht, dann ist den Traité hilfreich. Die anderen Parteien sagen, wenn ein Staat nee sagt, dann ist Staat das just entweder, da gibt es verschiedene Meinungen, nicht mehr für die Staaten Traité in der Kraft rentrieren, bei den unsinnigen Gedanken ist, weil ja just zu gut an der Optik von der Kompetenz partagée, an dem Sinn, dass eine Separation wäre, hätte aber Konsequenzen auf all die anderen Nationalstaaten und den Parteien. Oder aber, dass wir dann nicht mehr den nationalen Teil, wie sie alle gut gegen aus der Kraft gesagt kriegen, an den soi-disant exklusiven Teil von der Europäischen Union gegen aber in Kraft bleiben, dass wir da probiert, Druck aufzubauen, wie zu sagen, die Nationalparlamente, die kriegen zum Beispiel über das neue Schiedsgericht, was kennt mich aus, also nicht mehr am traditionellen Sinn, das neue ICS aufzustimmen und nicht den alten ISDS, aber wenn er nicht aufstimmt, dann machen Staaten sich responsabel für sich eine Verschlechterung vom Traité. Es gibt also hier einen Druck aufgebaut mit pseudo-legalen Argumenten. Wenn der aber guckt, wer ist dann die internationale Rechtslehre, da muss ich sagen, dass in Artikel 25 von der Wiener Vertragsrechtskonvention über vorläufige Anwendung von Verträgen durch einen ganz klaren Spruch schwätzt. Ich lese nicht den Artikel 25(2)(4). Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Verhandlungsstaaten nichts anderes vereinbart haben, endet die vorläufige Anwendung eines Vertrags oder eines Teils eines Vertrags hinsichtlich eines Staates, wenn dieser den anderen Staaten, zwischen denen der Vertrag vorläufig angewendet wird, seine Absicht notifiziert, nicht Vertragspartei zu werden. Es gibt keine vorläufige Anwendung ohne den Willen von den Staaten, wenn eine Kompetenz partagée ist. Und dummer da also auch klar, ich meine, kann noch nicht ernst resonieren, weil das nachher mal so, dass Kompetenzen von der Europäischen Union ja sich aus den Nationalstaaten kommen, aus der Souveränität von der Nationalstaaten, die europäischen Institutionen geschaffen haben. Es kann also nicht aufhängen, umgekehrt zu argumentieren und zu sagen, es gibt praktisch eine quasi Souveränität von der Europäischen Union, aus der sich eine Rechtssouveränität von den Staaten deklinieren lässt, all das Raisonnement, den sich à l'envers als an der Substanz falsch. Von statt also will resümieren. Da kann ich nach einer Person, dass man als was den TTIP umgeht an der erblicklichen Situation nicht so, dass man aber so, die transatlantischen Handelsbeziehungen sind noch für unsere Ökonomie wichtig, aber wir sollen gucken, wie sektoriell man politischer Akkoren zu negozieren, mit wo wirklich direkt als Betrieben kann entsprechen, dann gucken wir an den Bereich auf Führung zu kommen. Was den CETA umgeht, wir begrüßen die inhaltlichen Klarifikationen, die es bislang gibt, das ist allerdings noch nicht der letzte Stand. Wir kommen nachher zusammen und diskutieren darüber, mit prozedural. Also als klar, erstens all interpretative Erklärungen, die lo könnt, als Teil vom Traité, das heißt, das müsst mat ratifiziert gehen, auf jeden Fall ist eine rechtsverbindliche Interpretation vom CETA. Zweitens, wir müssen uns nicht legal mit falschen Argumenten an das Licht feiern. Es ist klar, eine Kompetenz partagée, das heißt, ein Nationalstaat hat voll Matspruchrecht, wir hätten gerne den ganzen Traité, aber wenn ein Nationalstaat nee sieht, dann ist ein Traité hilfreich. Es kann nicht sein, wie verschiedene politische Parteien halt probieren zu argumentieren, wie zu sagen, dass ein das europäisch, das andere das national, aber wir haben nicht mehr zu schwätzen bei dem Deal, den das Europäische Parlament trägt, geht das einfach nicht ein Trick für Lernst, vielleicht kompliziert politische Decisionen an ihrer Partei oder auf nationalem Plan zu kommen. Das also dürfen wir sehen. Wir gesehen als Members an den feiernden Gremien nach einkehren. Wir werden, wenn Zeit da soweit ist, auf den Inhalt von der Verträge dann kommen. Aber für uns ist Lummel die prozeduralen Aspekt primordial. Wir werden uns durch die CETA-Diskussion nicht an eine Situation drängen lassen, wo wir Kompetenzen von den Nationalstaaten reduzieren. Das ist so nicht merci. Merci, Ferner. Da gibt mir kurz weitergehen und der Royal Rating. Hier gibt dann Position für Steuerreform.
merci Gast. Schönen Konklusion mal für wäsch mir hun einstimmig Beschluss gegen die Steuerreform zu stimmen, wie sie als vier gelöscht wird. Natürlich beinhaltet die Reform Elemente, und das ist oft so bei ganz großen Texten, die ganz viele Bereiche touchieren, mit denen man ganz gut könnte leben und die man zum Teil zu begrüßen. Du hast zum Beispiel die Tranchen, die gestreckt gehen, Zwischensätze, die angefordert gehen, wo ich bis von 8 auf 10, von 10 auf 12% geklommen ist, wo Zwischensätze gemerkt in 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt Progression, den berühmten Mittelstandsbockel, den weggefeilt wird, das ist ein ganz gut Sache. Der Benefiz agricole, dat den ernstlich besteuert wird, das ist eine Mesure, die gefordert gehen ist von den konzernierten Leitern, die wir auch ganz gut fanden. Die 0,5% Equilibrärsteuer, die Gambia angefordert wird, direkt am Anfang, das heißt 0,5% auf sämtlich Revenu vom 1. Euro. Und da wären mir dagegen, es wäre also total unlogisch, nicht froh zu sein, dass etwas aufgeschärft wird, wo wir dagegen wären. Das ist also ein gute Sache, dass das verschwindet. Das ist natürlich eine Frechheit für die Intelligenz vom Wähler, wenn die 3 führenden politischen Parteien das probieren zu verkaufen, als die haben mehr an Portemonnaie. Nein, die Leute kriegen das zurück Portemonnaie, was sie für uns 2 Jahre geholt haben. Das ist einfach ein Fakt, den ich muss sagen. Andere Mesuren an dem ganzen Pack fanden wir nicht so gut, fanden wir zum Teil schlecht oder gehen nicht weit genug. Das ist der Fall bei den Wittleit, bei den Monoparentaux, wo wir als eine größere Unterstützung erwähnt hätten von den Kategorien. Das ist zum Beispiel der Fall, ich habe einfach ein paar Sachen rausgegriffen. Bausperrverträge, die kann aufsetzen, wie der wisst, dass die Spuren suchen, en vue für zu bauen. Da hat die Regierung ja beschlossen, dass Leute in 40 Jahren doppelt so viel können aufsetzen wie bislang. Das ist für uns schlicht und ergreifend A, eine Altersdiskrimination, a B, asozial. Wenn ich nicht genug verdienen, mit 20 Jahren für einen Bausperrvertrag aufzuschließen, für den das Jahr können aufzusetzen. Mit der Dana, dass ich muss aufschließen, ich muss allmond bezahlen. Ganz viele Leute haben eben die Revenuen, wo sich den Luxus von Bausperrverträgen können leisten, eben noch nicht an jungen Jahren, an besonders mehr modest Paien, Klammenrecht, mehr später an 30 Jahren oder eben gerade an 40 Jahren, gerade denen Leute nicht die Dürbel Aufsatzpakete zu gehen, als ganz bestimmt nicht sozial. Ein anderes Beispiel sind die 5.000 € Abattement für voll elektrisch oder wasserstoffbetriebene Autos. Auch das ist ein Gimmick. Wir früher immer geschwärzt von der Rouge Caviar, bei heute ist der Caviar Vert. Weil wir kann sich, was für normale Bürger, kann sich schon ein voll elektrisch oder wasserstoffgetriebenen Auto leisten. Die an denen Kategorien sind, die sich dort können leisten, weil die kriegen dann nur 5.000 € Kado gemacht. Die anderen fuhren dafür mit dem Tram. Was wir auch ganz stark kritisieren als Penalisation, le tout judiciaire. Die Regierung hat, das haben wir schon ganz oft kritisiert, da ganz viele Gesetze. Geht hin, wir hatten zum Beispiel Gesetz bei den Bauern über Pestiziden, wo 10 verschiedene Administrationen können nur Hausdurchsuchungen machen, wo Strophen draufstehen, die extrem hoch gehen. Das heißt, der Pouvoir vom Judiciaire geht immer mehr groß. Die Police wird entretemps kontrolliert von der Justiz, der Geheimdienst wird kontrolliert von der Justiz, der Einzige, der nicht kontrolliert wird als Justiz. Und das kann für uns nicht sein, dass es Pouvoir am Staat gibt, so unabhängig wie den noch soll können funktionieren. Den keinerlei Kontrollen erhält, an den dann auch an diesem Text zusätzlich Pouvoir kriegt. In Zukunft wird eine neue Infraktion angefordert, laut dem Text, nämlich die von der Fraude fiscale aggravé, wenn ich als eine Fraude fiscale aggravé, weil das dann, wenn ich mehr wie 25% von meinem Impôt annuellement due oder mehr wie 10.000 €, also bei über 10.000 € oder insgesamt 200.000 € eludiert tun,
Da kommen dann lo Prisonstrofen eludiert net Escroquerie, net wie biselo d'Escroquerie fiskal war jo schon eng Infraktion. Wann ich Fälschungen mehr, Falschfaktusnummern, eng mise en scène und das auch gut so, das soll ja auch penal sein. Mir schwätzen wir von engem Oblique, zum Beispiel ich weiß nicht, dass ich eng Plus-Value immobilier zu bezahlen oder bin ich Möbel. Ich habe die nächste nicht ausgefüllt. Und dann habe ich ganz sicher auf den dort Säulen, da sind ich dann bei Prisonsstrafe von engem Monat bis 3 Jahre an Strafe von 25.000 bis 6 Mal die eludiert Steuern. Das sind also extrem heftige Strafen für etwas, was eventuell kann etwas sein, was intentionell ist, am Sinn, dass ich etwas nicht deklariert habe, was ich hätte müssen deklarieren, aber was ich vielleicht nicht wusste. Und ich weiß nicht, wie bei EJAS, ich denke, bei den allermeisten Bürger hier am Land, so einfach um 90% wissen nicht so genau an Kategorien, was muss ich gehen, wie muss ich da gehen. Ganz viele Leute, die mehr reich sind, können dann Gott sei Dank auf Expert-Kontabeln zurückgreifen, mehr andere eben nicht. Und ich denke, du hast mehr wie jemand hier am Land, den du an de penale gerät, ohne dass es fundamental einen schlechten Mensch ist. Dann ein letzter Punkt, dass das an Zukunft Dirigent d'entreprise soll responsabel, sie persönlich responsabel für TVA, die nicht aufgeliefert gouf. Natürlich kann ihn argumentieren, also man die TVA geht schon rekordiert vom Geschäftsmann von der Firma für den Staat. Das sind nicht Singsuchen, das sind im Staat Singsuchen, und möchte in Deklaration allem, und muss dann eben, wenn der TVA angeholt wird, wie ihn ausgehen wird, die aufhören. Bislo wäre es so, zum Beispiel bei der Lohnsteuer, wird die Abgabenordnung eine schuldhafte Verletzung gefroht. Das heißt, dass in das express gemacht wird. Fakt ist, dass Firmen ja Schwierigkeiten kommen, kurz vor einer Feier sind, haben eben nicht mehr den Cashflow für die TVA können aufzuliefern. Aber all Feier. Ich will auch keine Zahlen nennen, weil das für eine Statistik erfahren. Mir ist meine Experienz, ich habe 300 Feier, wo ich Kurator war, gebe ich so, 90% von den Firmen, die Feier haben TVA schuld. Die ist dann in Zukunft, wenn den Text so durchgeht, Bockel vom Gérant, vom Administrateur. Das heißt, die Responsabilität limitée, die vier gegaukelt wird, den Jungen, trau dich mehr, eine Firma, ein Euro SRL, die ist nicht da. Du hast an Zug mit den Vermögen, mit den Privatvermögen, auch für TVA, genau wie bislo wäre bei den Steuern, und das schuldhaft will sie auch bei den Steuern rausholen, und dann warst du auch für die Steuern von der Firma responsabel. Nicht mehr spät wie heute Morgen, haben wir an der Sous-Kommission Juridik über Verhältnisgesetz diskutiert. Und da will Gambia abfeiern eine neue Infraktion, eine Faute de Gestion, wo an Zukunft den Dirigent, der Gérant, der Administrateur kann haftbar gemacht gehen für den Passiv von der Faillite, wenn eine Faute de Gestion begangen wird. Und da so einfach, das ist wie am Football. Wenn du das Video guckst vom Match, kannst du immer so, wenn den 2 Meter minoriert gelaufen hätten, den Ball gekriegt hätten, den Goal können schießen. Aber genauso als bei einer Faute de Gestion. Das ist nur immer einfach. Für wegen des sitzt, dass so, was wird die falsch gemacht, für was das den Feind gegangen, und hat eine schlechte Kach, und hat die schlecht Lehre, und viel Loyer bezahlt, was ist eine Fotogestion. Der Tote geht alles in eine Richtung. Und ich denke, wir sind auch Partei von den Selbstständigen, von den Geschäftsleuten, von den Bauern, wo den Entrepreneur geht, näher gemerkt von dieser Koalition, das will man nicht. Ja. Ein anderer Punkt, wo auch nach zu weit geht, ist Steuerreform. Das ist schon meine Konklusion noch. Das ist Friede Domestizität, die kann nur mehr aufsetzen. An einer Sache. Mir geht einfach, dass es cibliert das, ob Leute mit hohen Revenu. Sie ist nicht cibliert, ob die Leute die Unterstützung bräuchten, was ganz oft Leute sind, die keine Steuern bezahlen, aber wo anstatt Abattements, und das ist eine Forderung, die der ja schon seit ich dabei soll schon seit wie 10 Jahren hier das Abattement soll ersetzt gehen durch Kredit d'impôt. Insgesamt am Park. Wie gesagt, Einzelsache ganz gut, mit in Globo ist es einfach unseriös. Wir haben eine extrem gute wirtschaftliche Situation. Croissance 6,5%. An der extrem guten Situation, für die die Regierung nicht kann, die der Regierung an der Schoß gefallen ist, muss 1 Milliarde Lehne gehen für das Budget
an den Equilibre zu kriegen. 1 Milliard, wie die Gast immer ganz richtig sieht, die nicht remboursiert wird, wo man nimmer Zinsen bezahlen. Aber wenn sie erfahren, gehen wir so Lehne für den Kredit zu remboursieren, das heißt ein Schneeball, den sich immer mehr abbläst. Also in einer Situation, wo der Staat muss 1 Milliard Lehne gehen für sein Budget, in einer wirtschaftlich guten Situation, ein Equilibre zu kriegen, fand mir absolut unverantwortlich, für eine Steuermesur insgesamt zu holen, die weit über 500 Millionen Mindereinnahmen pro Jahr ausmachen. Das ist nicht seriös, das ist nicht nachhaltig, damit können wir absolut nicht d'accord sein. An dafür hat ein Konvent als Journée parlamentär einstimmig beschlossen, dass wir als Partei gegen den dortigen Reform werden stimmen. Merci, Roy. Well, ich gebe an die anderen Punkte nach behandeln, die wir auf der Journée parlamentär diskutiert und aufgestimmt haben. Ich gebe aber vier nach ein Wort zu der Aktualität sagen. Der Samstag aus dem CSV-Konvent Claude Fiesler zum Spitzenkandidat für die nächsten Chamberswahlen designiert gehen, wobei wir als Partei nicht an die internen Decisionen, was Nominationen anbelangt, anmischen. Das steht alle Parteien so. Mit Claude Fiesler hat dann seine erste Rede als Kandidat, Spitzenkandidat, zukünftiger Staatsminister wollte gehen. Eine Aussage mit dir ganz wichtig ist, und zwar, dass das Referendum über die neue Verfassung nicht führende Wahlen könnt. Dass das Referendumrecht nur die nächsten Chamberswahlen soll kommen. Wir waren schon lange eins an der Partei, dass das Referendum nicht führende Wahlen kommen. Mit das immer argumentiert gehen für allem von Majoritätsdeputierten, dass die Referendum aber gif kommen. Ich meine, wenn CSV-Präsident oder Spitzenkandidat Samstag gesagt hat, gif nur die Wahlen kommen, da könnte nur leben nur die Wahlen, weil ohne die Stimme von der CSV als eine Reform von der Konstitution nicht möglich. Wir stellen uns also darauf an, dass also kein Referendum führende Wahlen können, aber man kann uns auch nicht vorstellen, dass CSV-Logik empfehlen, dass an der ersten Deklaration, die hier ein designierter Spitzenkandidat gemäht hat, dass nach führende Wahlen gibt, an der froh empfehlen, sodass für uns also definitiv dass kein Referendum führende Wahlen über die Verfassung könnt. Wir sind als ADR nicht rosen darüber, weil wir haben mit einer ganzen Reihe von Punkten an der neuen Verfassung auch uns Probleme nach immer. Und wir sollten immer lieber haben eine Altverfassung, die aber nicht so schlecht ist wie eine gute Verfassung, die eine Reihe von Punkten dran hat, mit denen wir ganz schwer hätten zu leben. Nur wo wir wissen, dass kein Referendum für die Chamberswahlen kommen, dass das definitiv, egal was die anderen wollen, so erzählen, verlangen wir aber als ADR, dass wir für die Wahlen 2 punktuelle Verfassungsreformen sollen machen. Das eine ist ein Artikel über als Spruch, und das andere ist ein Artikel über den Tierschutz. Politisch wird gesucht von allen Parteien, dass da ein Konsens besteht. Und wir noch als ADR, den Kollege Roy Reding, ja, der kann dann drin, das der Kollege Roy Reding hat eine Proposition de loi deponiert, was den Tierschutz anbelangt, mit einer Formulierung, sodass den Empfang über den, der wisst, wenn eine Verfassung nicht am Ganzen reformiert wird, dann können einen einzelnen Artikel reformiert, da muss eine extra Proposition de loi mitgeben für den Artikel zu reformieren. Und dafür haben wir schon eine Proposition de loi über den Artikel, was den Tierschutz anbelangt, haben wir schon deponiert über den Kollege Roy Reding. Und wir werden das vor an der Chambre dann auch aufgrund von der neuen Situation eine Proposition de loi deponieren, was als Spruch anbelangt, das möchten ferner Karteisen. Wir haben die auch wenn sie will gucken an die Proposition de loi von den Tieren, die hat den Roy Reding den 13. Oktober 2015 deponiert, also die auch schon deponiert, an die über Spruch, die deponieren wir das schon. Das will also heißen,
dass wenn keine Verfassungsreform könnt, kein Referendum könnt, dass Chamber aber kann hingehen an die Verfassung punktuell ändern, und wir verlangen, wie gesagt, dass auf diesen 2 Punkten für die nächste Chamberswahlen, wo auch ein Konsens besteht über die 2 Punkte, dass dann die Chamber die Verfassung an diesen 2 Artikeln für die nächste Chamberswahlen nach verbessert und ändert. Ich gebe ein paar Worte verlieren über die Konvention, die den Staat mit den verschiedenen Religionsgemeinschaften gemäht hat. Ich will an diesem Fall nicht auf die ganze Problematik rangehen von der Trennung von Kirche und Staat, für die als Partei auch steht. Wir haben ein eigenes Finanzierungsmodell proposiert, den Otto per Mille, den es an Italien gibt, den einzelnen Bürger gibt zulassen, eine Kirche zu unterstützen oder nicht zu unterstützen, und wenn unterstützt, was für eine Kirche das denn unterstützt, was also ganz demokratisch und transparenter Punkt wäre. Ich will mich mehr spezifisch befassen mit dem Gesetzesprojekt, den wir mit Blick am Gange sehen, zu diskutieren, an dem von der Regierung deponiert hinaus, wo man auf den Avis vom Conseil d'État beauftragen, an dem es darum geht, ob in Kirchen an Zukunft der Gemengen gehören oder ob sie an den neuen Fonds überschrieben wird. Da der hat absolut kein Problem, als auch Demandeur für das für allemal Gold geklärt gehen, wem die Einzelkirchen gehört, ob das die Kirche ist oder ob es die Gemeinde nicht ist. Da haben wir kein Problem. Wir haben aber ein Problem mit 2 anderen Punkten an dem Gesetz. Das eine das, was Gemengenautonomie belangt, und das andere das die Ablesung von den Kirchenfabriken, wo ein Transfer gibt von ihrem Vermögen oder ihrem Eigentum gibt an den Fonds gehen. Da der ist dafür, wie diesen 2 Punkten geht das Gesetz. Gemengenautonomie, Gemeinde kriegen an diesem Gesetz verboten, dass uns die Kirchen, die an den Fonds übergehen, dass uns die nach dürfen subventionieren, was dann Standteilen und Restauration von den Gebäuden überlagen. An den Gemengen hier im Land, an den meisten Gemengen, als den Kirchen, das den einzigen Patrimoine kulturell, den es an denen Gemengen gibt. Ich gebe so gesagt, dass Kirchen insgesamt die größte Patrimoine kulturell aus dem wir hier am Land haben. Der Staat geht hin, hier subventioniert die Gebäude, die an öffentlicher Hand sind oder an privater Hand sind, die einen gewissen Patrimoine kulturell haben, gibt der Staat Subventionen. Mit das Gesetz verbietet der Staat den Gemengen, die Gebäude am ihrem Territorium zu unterstützen. Das ist also etwas Unvorstellbares, dass ihr am Fond seht, ein Teil vom Patrimoine kulturell, der frei im Land nicht mehr unterstützt. Die Gemengen kriegen verboten, aber wir sind der Meinung, dass das absolut auch gegen Bestimmungen von der Gemengenautonomie geht. Ein Gemeng muss auch in Zukunft von der immer frei sein, wir können zu dezidieren, wen sie subventionieren, wen sie hilft durch andere Organisationen, Vereine, und sie unterstützt durch andere Sachen. Also das am Kader von der Gemengenautonomie kann es nicht sein. Und ich kann auch schlecht feststellen, dass der Staatsrat Dummerden abverstanden ist. Und ich stelle mich auch froh, alle die Bürgermeister, Chefs, Konseilien, die an der Chambre sind, die haben von Majorität tun, dann die verstimmen, dann sie selber hier Autonomie beschnitten kriegen. Der zweite Punkt ist, dass den Patrimoine, dass den von den Kirchenfabriken, dass die Kirchenfabriken abgelesen gehen, und zweitens, dass hier ein Patrimoine, dass den an den nationalen Fonds geht. Er stellt sich überhaupt froh, wen Recht hat, so eine Decision zu holen. Wir haben an der zuständigen Chamberkommission der Minister Kerst vorgestellt, ob hier überhaupt der Bischof gefragt hat, ob den ein Mandat hat, für am Namen von den Kirchenfabriken abzulesen, für das Vermögen von den Kirchenfabriken an einen nationalen Fonds zu überweisen. Der Minister hat geantwortet, nee, das tue ich meinem Bischof nicht geschwärzt. Und am Fonds also 2 Leute. Der Bischof und die Regierung über Kirchenfabriken dezidiert, und noch über das Vermögen dezidiert, was ihnen nicht gehört. Es sind also 2 fremde Personen über einen Dritten sein,
Vermegen desideiert, wat heiser Meinung no och eng Sache vun der Unmöglichkeit ass. Et ADR unterstützt an dieser Reform die Zielstellung, wenn sie vom CIFEL durchgestellt. CIFEL als eiser Meinung no den einzigen autorisiert Organisation oder ich kann nicht das Wort Gewerkschaft wählen, aber die einzig autorisiert Institution, die Recht hat, am Namen für die Kirchenfabriken zu schwätzen, weil sie rekrutiert die ganz große Majorität von den Kirchenfabriken und sie sind nicht mit der Proposition d'accord, sie sind aber damit d'accord, für sich zu reorganisieren, für auf Gemengeniveau eine Kirchenfabrik zu machen. Sie sind damit d'accord, für einen Solidaritätsbeitrag in den Kirchenfabriken an den Solidaritätsfonds zu bezahlen, für die Kirchen, die mehr suchen und denen Kirchen helfen, die nicht so viel suchen, für denen suchen zukommen zu lassen. Und da muss man sich vorstellen, wieso geht der Staat hin, und versucht so wie kein Medienland zu machen, für gegen die Wille von den Betroffenen etwas durchzuziehen. Für was geht der Innenminister hin und refusiert, für mit einem CIFEL zusammenzukommen, für mit denen über hier Probleme zu schwätzen. Wir sind der Meinung, dass den CIFEL die einzigen sind, die Recht haben, am Namen von den Kirchenfabriken zu schwätzen, und sollen lauschen, was die Kirchenfabriken wollen, und sollen der Staat hört sich nicht intern an das Funktionament von der Kirche anzumischen. Für allem schwätzen so viel von Trennung von Kirche und Staat, und sie schreiben der Kirche vierweg sich zu organisieren oder was zu Materie suchen, per Gesetz. Und dafür so wir kann man gehen hin, und wir holen das, was das CIFEL, so wie sie wollen organisieren. Aber wenn das bedeutet, das muss legiferiert gehen, weil das Ganze auf ein Dekret zurückgeht, dann muss das eben legiferiert gehen, aber am Sinn von den Leuten, die damit müssen leben. Daher kann also mit dem Gesetz nicht auferstehen. Wir hoffen, dass der Staatsrat einen klaren Spruch schwätzt. Wir hoffen aber auch, dass die Regierung angesagt, dass es auch von dem Minister Kersch immer sieht, dass es am Dialog mit der Kirche geschehen, es gibt am Interesse von der Kirche geschehen. Mir so ganz klar, nee, er geht wirklich versucht, Medien an die Kirche zu bringen, und geschieht nicht am Interesse von der Kirche. Aber wenn das Gesetz soll so durchgehen, wie die Vorstellung von der Regierung ist, wird der nicht nur dagegen stimmen, wir werden alles machen, für dass der an eine nächste Regierung kommt. Aber wenn der an eine nächste Regierung kommt, dann wird das Gesetz direkt reformiert, und da kriegen Gemeinden ihre Autonomie zurück, und die Kirche wird installiert, und sie kriegen auch ihren Eigentum zurück. Zur Spruch. Ich meine, das an den letzten Wochen als ein Spruch, so aktuell gehen Diskussionen ein Spruch, wie sie nie waren. Wir sind froh als ADR, darüber, weil wir die Partei sind, die ich meine, wie kein einer, heißt letztendlich während Jahren für einen Spruch angesagt haben. Ihr könnt euch erinnern, dass noch schon mehr wie 10 Jahre wir als parlamentarisch aufrufen, Question parlementaire, auf Lützeburg stellen. Am Anfang hat das viel Krampes gekostet, wie war eine Antwort auf Lützeburg zu kriegen. Haut also da war mehr oder weniger die Regel, dass man sie auch auf Lützeburg beantwortet. Wir sind aber noch immer die einzigen, die das machen. Wir haben noch Propositionen gemacht an der Chambre, dass das Internet von der Chambre muss auf Lützeburg gemacht werden. Oder wenn ihr an die Chambre racken, dann den Duka Lützeburg schwätzen, das ist das nächste mit dem, wenn ihr an die Chambre racken, mit dem muss ihr Französisch schwätzen. Wir haben also eine ganze Reihe von Propositionen und wir auch Pressekonferenzen darüber gemacht. Und wir wären bislang lang an der Dota froh, aber wir sind aber auch froh, dass eben durch die Petition, die da lanciert wird, als große Erfolg hat, dass die so eine Diskussion an Bewegung gesagt hat. Aber wenn so eine Diskussion kommt, dann ist natürlich auch eins da überrascht, so zum Beispiel den 5. Oktober, mal so bei RTL, wo der Minister Claude Meisch invité war, und wo hier ja schon politisch drin am Wort angedeutet hat, dass er etwas machen für das Lützburger Spruch auf europäischem Niveau als ein nationalen Spruch unerkannt wird. Aber ich muss so, RTL muss aufpassen, wen sie werden im Radio so los, weil
wenn Leute die am Auto von sehr passieren, du kann mal Accidente geschehen. Und dafür, ich muss so nicht durch die am Bett, mir hast du Gott sei Dank nicht geschehen. Der Club Maisch wird gesucht, neues Zeng auf Erd. Mir ist aufgefallen, dass wir eigentlich die einzige Nationalspruch sind im europäischen Plan, die nicht offiziell als EU-Spruch unerkannt ist. Also im Jahr 2016, am Oktober, fällt dem Claude Maisch Staat op. Und dabei ist das ein Thema, ich will ja mal sagen, wir haben schon 3 Mal an dem Wahlprogramm, also bloß schon mal 15 Jahre, wo wir dann als ein Wahlprogramm stunden. Wir haben an allen Debatten an der Chamber, wo dem neuen Spruch kann, dass wir die Unerkennung auf europäischem Niveau verlangt. Wir haben dabei so Kongresse, wir haben dabei Artikel verlangt. Sogar wie der Präsident vom Europaparlament, der Schulz, hier am Parlament war, konnte alle Parteien eine vorstellen. An eine Partei, der Ferner Kartei, hat vorgestellt, hat der Präsident vom Europaparlament gefordert, an der Klaus Maisch, war auch dem schon am Saal, wird nicht nur geleistet tun, für was der Lützeburger Spruch nicht als ein europäischer Spruch unerkannt ist. Und wir wussten zwar dann, wenn man die europäisch dreht, kennen wir uns provokativ gefordert, der Schulz konnte auch nicht mehr antworten, aber das wird die Lützeburger Regierung dann nicht gefordert wird, für sie unerkannt zu kriegen. Also als der Claude Maisch selber an der Regierung, also fällt ihm einmal ab, dass hier das festgestellt wird. Ich meine, das ist wichtig, dass die Diskussion noch abkommt, aber wir müssen aber auch aufpassen, dass sie nicht von verschiedenen Leuten verbraucht wird, für eben aus rein elektorale Gründe die Leute an der Grund schwatzen, an ihnen darf nicht so gemengt. Das geht also nicht durch, dass den guckt, was die verschiedenen Parteien so, aber für allem, was sie machen. Wenn sie sich alle gut für einen Spruch so wollen ansetzen, wen setzen, dann soll man mal nicht, da soll die Regierung das auch machen, was der Claude Maisch Radio proposiert. Und das ist auch seine Partei, der Premier, den zuständig ist für den Ressort. Wir gehen also davon aus, dass als Regierung das auch die Demand möchte, für das Lützeburg als ein europäischer Spruch unerkannt wird, was nicht bedeutet, dass alle Texte müssen auf Lützeburg übersetzt gehen, was doch nicht bedeutet, dass alle Reunionen müssen auf Lützeburg übersetzt gehen, mit geht a priori drin, dass gesagt wird, ob der löscht, dass Lützeburg auch ein europäischer Spruch ist. So wie Malta das gefragt, so wie sogar Provinzen wie Katalonien, wenn alles ferner, den da dann von gefragt und denen, ob der löscht stehen. Aber Lützeburg steht nicht. Das geht also a priori eine symbolische Unerkennung auf jetzt so. Lützeburg ist auch ein von den europäischen Sprachen. Und da kann in Etappen machen. Das kann ihn zum Beispiel mit verlangen, auch so, dass der Lützeburger muss eine europäische Institution auf Lützeburg, so wie man das auch kann, als Lützeburger da kann eine Regierung machen. Und da muss als Regierung eben der Verwaltung die Hilfe zukommen lassen, für eben die Texte so zu übersetzen, dass sie können zu Brüssel verfasst, respektiv beantwortet gehen. Das also erstens verlangen wir, dass die Regierung dann noch das möchte, was sie angekündigt hat. Das zweite ist, wenn wir einen Spruch wollen schützen, an Heischhallen, dann ist immer von der Praxis, wenn man das Nationalitätengesetz gesehen, dass das Niveau von der Spruch Beruf gesagt wird, für die lesbische Nationalitätskrieg. Und in den 20 Jahren am Land das, an Spruch nicht kennt, die kriegt dann als Merci Nationalität geschenkt, ohne Sprachentest und ohne Sprachkonditionen. Was also verrückt ist. In den 20 Jahren im Land das, am nicht Sprachentest, die kriegt sie dann geschenkt. Die selbe Leute so, aber Lützeburger Spruch geben sie Heischhallen und sie geben alles machen für Lützeburger Spruch. Und nach einem Beispiel, für zu gucken, wie ich muss genau gucken, die Sonde für nach dich auf der Television hat Alex Bodry gestikuliert, für dort zu sagen, dass Lützeburger Spruch in nicht kennt an Gesetzestexte auf Lützeburg verfassen. Für ein Referendum, für Stimmen zu kriegen. Hat Alex Bodry aber in allen Häusern im Land als Verfassung auf Lützeburg ausdehnen muss. Und so hat wir kein Problem, wir hatten die in 3 Wochen hätten sie versagt gehabt.
Also wenn nicht aus elektorale Gründen kann ein Gesetz auf Lützburg bringen, da kriegst du mehr stimmen, da geht es. Hallo, beinmal also ein Problem für ein Gesetz. Wir verlangen noch nicht, dass man alle Gesetze sollen auf Lützburg gemacht und auf Lützburg übersagt gehen. Aber wir wissen auch, dass das Zeit braucht. Und dafür so, man kann machen Gesetze wie als Konstitution. Gesetze, die am Alltag gebraucht werden, am Arbeitsrecht, am Familienrecht, am Logement, da wo den normale Bürger damit zu dienen, gibt man so Französisch verfassen als Stimmen, also wenn man Blick als juristische Basis auf den französischen Text, wir können übersetzen, so plötzlich statt der normale Bürger die Gesetze, die am Normaltag Gebrauch auch kann auf Lützeburg lesen. Das ist zu viel, vielleicht das ist alles machbar. Aber dürfen warnen wir für dafür und der Euphorie, die bei verschiedenen Leuten ausbricht, aber so, wir dürfen nicht gucken, was sie suchen, wir mehr gucken, was sie machen. Als ADR werden wir, wie gesagt, dort drüber bleiben und an dem Zusammenhang, was Spruch belangt, machen wir dann noch eine Proposition de loi für den Artikel von der Verfassung nach das Woche an der Chambre zu deponieren, für das nach führende Wahlen gemäht gibt. Nach einem Schlusswort Zukunft Lützeburg. Ich meine, auch hier eine Vierreiterrolle gespielt, letztes Jahr bei der Journée Parlementaire hat man nicht mehr das Sujet, aber noch damals eine Interpellation an der Chambre gemäht, Zukunft Lützeburg. Und so sehen wir, dass auch durch eine Bewegung könnt, weil eben Leute nicht mehr im Land zufrieden sind mit der unkontrollierte, ungebremste Wachstumspolitik, die hier im Land gemäht wird. Wir haben letztes Jahr an der Interpellation eine ganze Reihe von Propositionen gemäht, dass wir gesagt haben, es kann nicht Land nicht einfach blinde Menschen wurzeln, es kann nicht Sozialsysteme aufbauen, die dazu kondamniert sind, dass die permanent muss wurzeln. An der Redung hat für gesagt, dass eng von unseren Überlegungen, dass wir gesagt haben, es kann nicht eine Steuerreform an der dort die Größenordnung machen, wo auch Steuererleichterungen gemäht gehen, die nicht aufgeholt sind, die nicht, wo Leute nicht auf die Suche angewiesen sind, aber aus elektoralen Gründen Steuerkador kriegen, das alles belastet als Staatsbilanz, das belastet die nächsten Generationen, wenn wir alles das müssen finanzieren über Emprunt, an die anderen kommenden Generationen müssen in das bezahlen. Wenn wir also nicht die Wachstum wollen, wenn wir nicht wollen an die Aufhängigkeit kommen, dann muss man die Leute vorrichten. Und ein von den Vorrichten ist für uns auch die Steuerreform. Da man so bei der Steuerreform, wir können nur nicht mit der Gießkanne über das Land fahren, wir müssen das machen, wo Besser ist, und wo kein Besser ist, muss man nichts machen. Wir können nicht den Leuten nach Steuerrichtungen gehen, gleichzeitig die kommenden Generationen, die wir anbringen, damit finanzieren. Wir haben nicht an der Reihe doch gesagt, am letzten Jahr 6,5% Wachstum gehabt. Und da muss man sich da, nicht nur als Politiker, aber alle Menschen müssen sich das vorstellen, wenn ein Land so einen Rekordwachstum hat und an seinem Staatsbudget trotzdem ein Defizit hat. Das stimmt so manches nicht. Andere Länder haben 2%, ich denke, in der Zeit schnuppern, schreiben schwarze Ziffern, machen keine Schulden. Wir machen mit 6,5% schreiben wir nach Rotziffern, dann muss ich Schulden machen. Und da gehen wir hin, und wir verdelen Karten, Gelder, die wir nicht tun. Und wenn wir wollen über die Zukunft von Lützeburg schwätzen, dann muss man auch die Courage haben, für die Leute so, wenn wir nicht wollen, dahin gehen, dann muss man auch aufpassen, was wir heute machen. Wir wissen, dass das als Partei, als Politiker nicht die flottste Mission ist. Wenn ihr seht, wir sind der Meinung, dass die Leute, die keine Steuerrichtungen zu gut. Wir sind aber der Meinung, dass es vorrichtig ist, dass man die Courage und die Leute vorrichtig zu sagen. Aber wir sind auch der Meinung, dass viele Leute am Land das werden honorieren. Weil die wenigsten Leute am Land wollen hautnach, die genug haben, wollen haut etwas beigesagt, wissen, dass das mit gelehntem Geld, dass das nicht kann, enke müssen zurückbezahlen. Und dafür wollen wir an der Debatte für die Zukunft Lützeburg ist, wollen wir Akzente machen, wir werden auch darüber nach eine Debatte machen. Weil auch gesagt wird, 1,1 Millionen wird gesteuert. Ja, wenn wir an dem Rhythmus sind, dann muss ich noch so, wenn wir bei 1,1 Millionen angekommen sind, dann muss man sich schon vorstellen, wie finanzieren wir die Pensionen von der 1,1 Millionen, dann muss man so, dann muss man auf 2 Millionen gehen. Aber wenn man bei 2 Millionen ankommt, dann muss man sich vorstellen, wie finanzieren wir die, dann müssen die von 3. Das ist also eine Spirale, die da entrollen können,
wo kurzfristig Politik arrangiert, mit mittelfristig und langfristig eine Katastrophe für die kommenden Generationen ist. Und dafür wollen wir das Eisen do seriös aufpacken als Partei. Und wir werden auch nicht kein Problem haben, für kein politisch, wie soll ich sagen, Aussagen zu machen, die den Leuten vielleicht gefallen. Wir also vielleicht Stimme kriegen, wir wollen den couragierte Weg gehen. Wir sollen den Leuten vorrichten, und wir sollen noch da, wo wir Neidschiffe machen, wo kein Geld da gespürt wird, das auch von den Messagen, die Opposition Parlamentär zurückbehalten, also an dem wir an den nächsten Wochen am Main werden vertiefen und auf dem auch als Wahlprogramm für 2018 wird abgebaut sein. Merci. So. Wir werden heute ein bisschen mehr lang. Oh, 50 Minuten, mein Gott. Wollte ich noch so, die Herren Dateien, den Text, das nur noch nicht die letzte definitiv Version, das als Arbeitsdokument, und bis nur fertig, das aber für Informationen, die wir ausgedeelt haben, nicht nur an der letzte, das war keine offizielle Version, just für Informationen. Das ist das, was in welche Richtung man muss, das Entwurf, wohin das nur geht. Aber ich will doch noch vielleicht auflesen, so ich hatte das vergessen für drin. So die Organisation Parlamentärs nicht eine politische Gruppe mit das als ganz Partei an wie gesagt, wenn sie 7 Fädchen dürfen sich ja froh, dass mit als Nationalpräsident Jean Schoß und Generalsekretär den Alex Penning sich zu Eis gesellt hat, weil das nicht Meinung von Eis 3 mit das Meinung von einer Partei, die Decisionen praktisch alle gut einstimmig geholt. Sie freuen? Er hat in die Höhe gesagt, Steuerreform, sie werden die Reichsleit. Ich habe ja auch gesagt, Steuerreform, also verschiedene Leute sollen keine Steuerlichtungen kriegen. Wir sind dann die Leute. Ich meine, die Steuerlichtung, wie es läuft, fehlt bei den physischen Personen, kriegt jede Steuerlichtung. Jede. Eigentlich die 0,5%, die wegfallen. Ja. Bezieht alle. Das heißt, ein Koppel bis 30.000 Euro kriegt Steuerlichtung, der Monat. Ein Koppel bis 30.000 Euro, dem Revenu der Monat kriegt Steuerlichtung. Und wir sind der Meinung, dass das nicht gut ist. Auf dem Niveau Steuerlichtungen zu machen, wir sind der Meinung, dass der Mittelstandspunkt, dass der Klein, dass der länger Zeit, da ist ein bisschen da. Wobei man auch muss wissen, dass die Probleme von länger Zeit, dann von Leuten mit kleinen Revenu nicht kann ganz über die Steuern regeln. Weil wenn die Leute auch nicht viel Steuer bezahlen, dann können sie auch von nichts profitieren. Das heißt, du musst so ein Umdenken an der Sozialpolitik. Und dafür auch als Idee für die Appartemente durch Kreditdempot zu ersetzen. Das heißt, wenn ich etwas mache, dann plötzlich kann ich von den Steuern aussetzen, kriegt jeder so viel. Das heißt, auch in die keine Steuer bezahlt, kriegt eine Hölle, wenn er das möchte. Also das ist ein ganz anderer Approach, ein Platz Appartemente, wo in die viel verdient, kann über DW bis 44%, das nächste Satz, kann vom Staat geholfen kriegen, an den nicht tut oder nicht viel Steuer bezahlt, die kriegt gut nichts vom Staat. Das heißt, all die Appartemente sind erstens nicht mehr für Leute, die Steuern bezahlen, und zweitens, über den mehr hohen Prozentsatz Steuern nicht, von den über den Weg vom Staat, über die Appartemente, mehr geholfen geht. Und dafür sollen wir kostenneutral, sollen die Appartemente a Kreditdempot umwandeln und dann sollen die ausbezahlen, dann haben die Kleinleute auch etwas davon. Also das kann ich nicht nehmen über den Steuerbarem, da kann ich viele Sachen nicht für die mehr Heid kriegen, für alle. Wenn man den Steuertabell gucken, ich will das Beispiel geholfen von 30.000 Euro, aber wenn die den Zusatzpension, egal was den investiert, aber wenn ein Appartement geht, kriegt den über den Weg von der Steuer auf dem Staat 44% dabei. Und ich klänge mit einem kleinen Paidenball, 2 Kanner oder an den 3.500 Euro, verdient da keine Steuer bezahlt, von denen sie eine Zusatzpension Kind leisten, dann müssen sie zu 100% bezahlen, und in den 30.000 Euro Revenu, da lädt der Staat 44% nach der Zusatzpension bei. Das ist einfach sozial ungerecht, und dafür soll man keine Appartemente mehr umwandeln an Kreditdempot, die ausbezahlt gibt. Und dann soll mir auch ganz klar, dass wir der Meinung sind, dass eine Familie 30.000 Euro im Monat verdient, dass die keine Steuerleistungen aufgrund von Schulden kriegen, die müssen zurückbezahlen.
Referendum über die Verfassungsreform für die Wahlen als Thema der Deklaration von Kurt Wiesler von Dösch. Ich denke, dass man mehr wie die Kurt Wiesler, der argumentiert hat, nur verstehen. Bei net novollzun wat de gesot wie net dat dan Wahlkampagne gerät. Und dat war eng Argumentation, wo mir an der Präsidentenkonferenz parteiübergreifend auf immer der Meinung waren. Dat gesot ging als wenn man net fertig springen, dat man se ganz an den Ufang von 2018 kreen. Da kann ich erinnern, dat Alex Body auch gesagt hat, wenn man nach wie vom Staatsrat net für mehr am 3. Dezember kennt, da packen wir net mehr. Und schmengen muss in Apps wissen, dat man nicht mehr aus der Wahlkampagne rauskommen. Wir haben schon 2000. Ja. Ich glaube nicht, dass es machbar ist, wenn es zurückmachen. Ich will auch so, dass man den Hering oder den Forum mit den Bierger gemäht haben, wo Tuni Orlo für eine Woche das Resultat der Chambre 4 gedrohen hat, wo eine Reihe von Situationen dran sind. Ich gehe aber davon aus, ich will so, dass wir nicht von Anfang an mir nicht begeistert waren von dem Hering. Das tun wir auch an der Chambre gesagt, wo von das gemacht, da meldet. Wir waren sowieso der Meinung, dass ich da gemäht als für Zeit zu wandern, für das es so etwas Konkretes bringen. Wir haben einfach ein Problem, wenn es sich die Schleit hält, und den dann auf verschiedene Gruppen ab, dass dann eine Meinung rausgeht, die kann er nur als eine repräsentative Meinung hinstellen. Wir sind den Exerzice gemäht. Aber wenn sie ein Exerzice gemäht haben, dann müssen sie auch noch gucken, was da rauskommt. Und das bedeutet dann eventuelle Änderungen und verschiedenen Artikeln von der Verfassung. Da geht das Ganze um den Staatsratsrecht, aber man muss wissen, nächstes Jahr am Oktober haben wir Gemengewahl, das heißt dann also spätestens 6 Monate geht die Wahlkampagne und an 6 Monate geht schon spätestens, verschiedene Leute sind auch schon in der Wahlkampagne. Ja, geht die und das heißt, wir sind von nur permanenter Wahlkampagne. Und das ist für mich klar, wenn so ein Referendum und eine Wahlkampagne geht, wo weil ja dann die einzelnen Meinungen zum Ausdruck kommen, und ich meine, dass auch die Parteien, die gebraucht gehen für eine Verfassungsreform, da spielen wir mit diesen 3 Stimmen keine Rolle, wenn CSV macht nicht, dann gibt es, wenn CSV nicht macht, geht es nicht. Egal, was all die anderen Parteien da so, glaube ich nicht, dass die Parteien in Ernte reden und die eng wie die anderen so nicht schaffen. Die eng wie die anderen für irgendwie ein Abenteuer für ein Chamberswahlen anzugehen. Die eng, weil sie nicht wollen, dass Gambia Kind in Erfolg kriegen, CSV hat kein Ernte reden. Wenn sie guckt, dass Gambia in Erfolg kriegt, das geht so mal reihenweise Periode. Und Gambia geht auch nicht, und Gambia geht auch nicht gerne das Risiko, nach einem Referendum zu verlieren. Also dürfen Menschen schon alle zwei, egal was sie zählen, reden, dass führende Wahlen kein Referendum könnt. Und ich mengen heimlich als Gambia auch froh, dass CSV definitive Strich drin gezogen hat.